Bonjour hi bei Miersch TV. Leider sind wir noch nicht am freieren Rhythmus von Manifestationen, Evenementer an Fester. Bis Bewegung geht es dann aber schon an. So kommt den zum Beispiel ugangs des Monats Theater auf der Mischelsplatz erleben. Das war ein Teil von den Mierscher Theater, die ich eine ganz neue Initiative vom Mierscher Kulturhaus zusammen mit dem CNL, dem Nationalen Literaturarchiv. Wenn der Giftzwerg hinter mir sitzt, dann kann ich in dem Rückspiegel nicht so gut sehen. Feierdeeg huet sich also alles am an noch baussend dem Kulturhaus den zeitgenössischen Theater zu Lützeburg gedreht. A wenn die Lächt och fir d Kultur ganz schwéier Wochen am Ende gepackt huet, de mëcht bësse reen während de Proben och neicht mir aus. Am Mittelpunkt stungen aber nicht unbedingt Daylight auf der Bühne, auch von natürlich neben Lesungen, Tableranden und Diskussionen, auch Spektakeln wie Terre Arid oder wie heute auf den Bildern so dunkel hier zu sehen waren, mit Todtüren sollten die Hauptrolle spielen. An den letzten Jahren ist eine ganz neue Generation en place von Theaterschreiber. Es geht nur darum, ein bisschen zu schwätzen, was geht geschrieben, wie geht geschrieben, wie geht das umgesetzt. Also es geht darum, so viel wie möglich über das Contenu zu diskutieren. Natürlich für sich zu begegnen, aber auch für zusammen mit dem Publikum, den Seelen Gelegenheit hat, für Sachen zu hinterfragen oder mehr gewollt zu gehen, die Leute kennenzulernen, eine Gelegenheit zu bieten, die Leute zu mir zu treffen. Die erste Mierscher Theater, die ich war wie gesagt vom Kulturhaus zusammen mit dem Nationalen Literaturarchiv organisiert gin, Flochten Theater gehört natürlich zur Literatur. Und so finden an den Archiven vom CNL auch ganz viele Theaterstücke. Das richtig an aus alle méschen Zeiten wir hunn noch Sachen, die ihr ganz wenig fënnt, weil oft ist es ja so, dass den Theater get ja nicht immer publizeiert. Also da sind noch Sachen, die dann ein bisschen Gefahr laufen zu verschwonnen. Und du hast ein Archiv dann immens wichtig, dass aber auch nach die Stücke opbewahrt gehen, die vielleicht nicht bei einem Verlag rauskommen sind. Es ist so dunkel hier. So dunkel hier, als aus der Feder vom Elis Schmidt. Und es geht hier um den Tod von Gustav Simon, wo enger Zucht Folklore froh soll geklärt gehen, wie die Gauleiter da gestorben ist, und für was Lützeburger so einen großen Interesse an dem Tod oder der Manier an der Platz, wo gestorben ist, hatten. Was sollen die Leute, die Stecker schreiben, dann zu so Manifestationen wie dem Mierscher Theaterdeeg? Für einen Autor ist es immer wichtig, mit Leuten aus dem Milieu in Kontakt zu kommen, weil ihn in den Produktionen nicht so stark beteiligt ist wie natürlich der Regisseur oder SchauspielerInnen. Und dafür, also für mich ist es gut für die anderen Leute zu sehen, auch andere Autorinnen zu sehen, und mit denen mich auszutauschen. Und natürlich kriege ich noch echt Reaktionen auf Projekte, in denen ich gerade schaffe, das ist auch immens wichtig. Die Leute auf der Bühne kennen jeder ganz sehr. Die Regisseuren und auch die Auteuren sind doch echt am Hintergrund. Ist das nicht schön? Ich sehe das gar nicht so. Also ich meine, ein Theaterprojekt ist immer ein Gemeinschaftsprojekt. Da sind immer viele Leute, die müssen zusammenwirken, dass etwas Gutes entsteht. Und wenn ich mal mein eigenes Theaterstück angucke, dann kenne ich schon meinen Text. Also für mich ist das ein ganz komisches Gefühl, dass etwas, was über Jahre in meinem Kopf für uns Ski geschwart wird, das gesehen ist, wie man aus dem Mund von anderen Leuten kommen. Aber für mich ist das komplett okay, so wie das. Ich hätte auch nicht gerne eine mehr große Rolle. Das Jahr wird nicht einfach gewesen, ermittelnd, sieht Elis Schmidt, auch wenn sie als Autorin ja trotzdem schreiben konnte. Den direkten Austausch mit den Leuten hat aber immens gefehlt. Die Regisseurin konnte zum Teil gar nicht schaffen, also auf jeden Fall nicht die normale Arbeit machen. Und auf der anderen Seite hat es sich aber dann mega gelohnt, weil immens Flotsachen draußen entstanden sind zum Teil. Aber weil auch verschiedene Realisationen gekommen sind. Und ich brauche auch vielleicht mehr Zeit für mich und ich muss mir auch mehr Raum schaffen, auf verschiedene Sachen revendikieren, die ich vielleicht für drun nicht revendikiert habe. So, nee, ich will auch nicht 6 Wochen Tag permanent neu Steck machen. Mit so, nee, das ist so ein Thema, was mich interessiert. Ich hätte auch gerne bisschen Zeit für mich, darüber zu recherchieren. Wir haben über verschiedene Assoziationen, auch über die Kulturassisen, verstehst du mich geschaffen, einfach, dass wir wirklich ganz stark revendikiert tun, dass wir mehr die Recherchenphase brauchen und nicht nur Projekte rausdonnern. Und da carrément ein Buch beim Kulturministerium entstanden ist für Recherche à domicile. Die 4 Theaterdeeg hat sich alles am Kulturhaus respektive auf der Mischelsplatz aufgespielt.
De Co-Organisateur Literaturarchiv hat schon aber auch mit dem Schädepark eng Flott Kulis zu bieten, für auch Domol Stecker zu weisen. Ma dat das als Hoffnung, also mir ge ganz ger dat ze summe so machen. Ich meine Klode nicht denken immer, dass mir so bis eng Kulturmeile hunn zu mirch an dat wär immens flott, wo man kenten Sache bei Eis am Park mache. Bon, drehnt haut wirklich in Strömen, wie ihr seht. Do an der Hinsicht sind wir vielleicht ganz erleichtert, dass man haut nicht am Park geplant tun. Aber ich denke, für eine Jahre wird eng Möglichkeit sehen, auch vielleicht auch Römmenke bei am Haus, wo noch ein ganz schönes Haus aus dem 18. Jahrhundert, weil eben am Moment natürlich ein bisschen zu klein ist für eine große Gruppe von Leuten zu empfangen. Kulturhaus und Literaturarchiv sind zwei Häuser, die nach Welt ganz gut zusammen funktionieren. Fantastisch. Also ich meine, das nicht von Göster oder Haut, da das schon ganz lang, dass das immens gut klappt. Und mit dem Claude Conter hat das immens gut geklappt. Also sind immer, weil immens schön ist, dass das hier im Kulturhaus wirklich ein Antiredor ist für die Lützebäuerische Literatur. Der Claude kennt sich immens gut aus. Und das geht auch über den Theater raus. Das heißt, dass er noch wirklich Möglichkeit hat, hier auch Lesungen zusammen zu organisieren. Es waren schon Ausstellungen hier für kurzem, die vom George Hausemer beherrscht. Und so das wirklich, da denke wirklich flott Summen habe ich, dass wir hatten über den Kabarett mal nie geschafft. Auch da war eine Ausstellung heute, war ein ganzen Abend heute. Das war eine Summen habe ich, über den Pierre Kremer. Also das geht schon über Jahre schon, dass das so flott lebt. Es waren also die echt Mierscher Theater, die ich mir sicher nicht die letzte. Ganz klar, also das ist der Wunsch, dass wir hier Rendezvous etablieren, wo Lützeburger Theaterleute daheim fanden, vielleicht nicht nur über die Feiertage raus, weil wir auch Kreationen machen, Co-Produktionen mit anderen Häusern und vielleicht für sich emotional zusammenzusetzen, dann Rückblick zu machen, einen Ausblick zu machen. Das wäre schon ein großer Wunsch von Nathalie Jacobi und von mir, wenn das sich etablieren, dass der Rendezvous gibt, wo wir immer, was man so in Ende April, Anfangs Mai, eigentlich den Point machen von der vergangenen Saison und von der nächsten. Da wünschen wir dem Mierscher Theater, die eine flott und erfolgreiche Zukunft an den Autoren viel Inspiration für weiter flott Theaterstecker zu schreiben. Für rund 30 Jahre als DLJ, d'Action Locale pour Jeunes, an die Leben gerufen gehen, mit dem Ziel für den Jungen, die das wollen und brauchen, eine Unterstützung und Begleitung zu gehen beim Übergang von der Schule an Berufsleben. Die jungen Leute sollen dabei hier Entscheidungen nicht aufgeholt kriegen, aber eben unterstützt und gestärkt gehen. LJ steht zwar noch nicht mehr für Action Locale pour Jeunes, aber jetzt sind die Lokalantennen vom SNJ. Die Services sind aber dieselbe geblieben, und mit den Jahren natürlich ausgebaut gehen. Der LJ ist dem noch und den Service National de la Jeunesse ugegliedert, an eng von den 11 Antennen ist er noch schon ganz lang zu mir. Und zwar hier, aus sich hat der Post von den DLJ, die lo schon 22 Jahre zu mir aktiv ist, an 22 Jahren schafft er noch Karin Backendorf hier am Dienst von den Jungen. Die Services, die die Lokalantennen vom Service National de la Jeunesse anbieten, sind ganz vielfältig und hängen vor allem von der Situation von den Jungen auf. Also wenn die Jungen hinkommen, dann wird an einem ersten Gespräch geguckt, wo steht der Jungen, was ist sein Projekt und wo können wir ihn aufholen, für ein Team zusammen zu gehen, dass er am Anfang voilà, sein Projekt verwirklichen kann. Das können Junge sein, die eng Arbeit sichern, eng Lehrplatz sichern oder eventuell eng neue Schule sichern. Sind aber auch Junge zum Beispiel, die wir kennen durch als Präsenz an der Schule, die bei uns kommen. Eng Begleitung an Unterstützung ist bei ganz vielen Problemen an dem Marche möglich. Zum Beispiel die Marche für sich an einer neuen Schule anzuschreiben oder zum Beispiel die Marchen sich ob der ADEM am Service von der Orientation professionell anzuschreiben, für wann sie einen Lehrplatz sichern. Oder heernst du, wenn zum Beispiel Lo Junge können, den eng eine Arbeit sicht, weil zum Beispiel seine Arbeit verloren wird. Dann je nachdem wie lange geschafft hat, zum Beispiel recht auf Chômage und dann heernst du, sind sie auch ein bisschen überfordert mit dem viel Französisch, die probieren da
dass wir ihnen dann oder ihnen dann eine Unterstützung anbieten, für zum Beispiel die Papiere auszufüllen, wenn man nach Martinen CV, Lettre de Motivation oder aber auch zum Beispiel eine Präparation auf ein Vorstellungsgespräch, wenn zum Beispiel ein Junge ein Vorstellungsgespräch hat, kann hinkommen. Und wir können das mit Team üben und auch ein bisschen gucken, wie muss ich mich präsentieren, zum Beispiel von der Kleidung, vom Dossier, den muss man tun, dass wir zum Beispiel Martinen ein Dossier zusammenstellen, den sie dann mal ein Vorstellungsgespräch holen. Mir schwt jo auch 3 Lyceen, a mat denen schafft Karin Backendorf natürlich ganz eng zu summen, wie zum Beispiel hier an der Meersche Annex vom LCD, wo man Gelegenheit hatten, beim sogenannten OSNA zu filmen. Ich meine du auch Tour de Klassen, einmal pro Trimester am Normalfall, wo ich dann am Anfang vom Jahr in die Klasse gehe, wo ich aber auch dann her nur OSNA machen, für ein bisschen zu gucken, wo ist der Schüler am Anfang vom Jahr an seinem Projekt, also war das sein Projekt. Dann gesehen ich sie normalerweise einmal nach ob denen OSNA, das OSNA steht für ob da sich nur einer Ausbildungsplatz. Da gucken wir dann auch nachher, ob das Projekt sich geändert wird, zum Beispiel ob ein ähnlich das ist wie am Anfang. Und dann gesehen ich sie auch nach einkehr zum Schluss vom Jahr, also wenn sie schon das Resultat da haben, ob sie das Jahr gepackt haben oder nicht, wo ich dann Martine gucken, okay, aus dem Projekt. Also wo stehen Sie an Ihrem Projekt? Können Sie ihn realisieren oder müssen Sie eventuell Klasse wiederholen? Wir können hier nur das Projekt zu realisieren. Das ist ein bisschen jene Situation. Also ein bisschen der Vierteil vom Service, den wir anbieten, dass wir ein individuelles Vivi anbieten, den wirklich auf die Jungen angepasst wird. Die Begleitung vom Schüler kann mehr oder weniger lang dauern. Heinz, du kann das doch mal über Monate a Jahre gehen. Je suis venu dans le bureau de Action locale pour jeunes pour avoir l'enseignement qui est tous administratif et scolaire. J'étais encore très jeune. Voilà. À partir du moment-là, j'ai essayé toujours de garder le contact avec Madame Beckendorf, qui m'a accompagné dans toutes les démarches administratives. Dans l'inscription dans les écoles professionnelles, jusqu'à ce que je sois arrivé à obtenir mon diplôme de DAP, CATP à l'époque, et puis continuer mes études. Il a toujours me suivi dans mes démarches, tout ce qui est intégration professionnelle et comment je peux toujours intégré dans les communautés luxembourgeoises. Je pense que c'est le meilleur bureau qui m'a aidé à partir du moment-là jusqu'à présent. Zusammenarbeit mit externen Partnern aus dem Karin Backendorf aber auch wichtig, und so hat sie über die Jahre auch ein regionales Netzwerk aufgebaut. Zum Beispiel schaffe ich mit dem Office Sozial, mit der Ligue Médico-Social, aber auch mit Entreprisen, Patronen aus der Region, für zum Beispiel Stagen zu organisieren, die dann vielleicht auch einen Lehrplatz für die Jungen mitzuspringen. Wir bieten noch ein Service an für Junge zum Beispiel, die abgehalten haben mit der Schule, die eben diese Schnee orientieren wollen oder auch vielleicht müssen. Die dann eine Unterstützung brauchen, für eben hier richtig Orientation, hier richtig Weg zu finden. Ein von unseren Offren ist auch das Service Volontär, wo sie können bis zum Maximum einem Jahr Service Volontär machen, sowohl international wie europäisch oder national. Hängt immer ein bisschen dann auch darum vom Projekt auf, die Jungen wollen machen. Dann haben wir auch noch Ateliers, wo Junge können hingehen, wenn sie noch nicht so genau wissen, in welche Richtung sie wollen gehen, wo sie auch verschiedene Aktivitäten können machen, wie Bitzen oder Kochen oder am Holz schaffen oder zum Beispiel Sachen am Druck machen. Bei Teil J goen hecht aber net Verantwortung aufgehen, wie dann hier im Video Internet sieht hecht. Am mehr Informationen iwwer d'Antenne lokal pour jeunes
die fand auch op alj.lu. An moment dann nach puer Bilder, die als no iwwer engem Joer Pandemie bëssen Hoffnung machen, dats ma awer Weetréck an dat normal Liewe sinn. Heise Bilder vum Camping Kronebierg, d'lächt Joer am Fréjoer. De Camping wär zwar am Prinzip op, mé awer Eidel wëll keen sech so richtig huet derfen deplacéieren. Dëst Joer iwwer de Feierdag vun Christi Himmelfährt huet de Camping vum Syndikat Initiativ dann eso ausgesinn, an dat trotz den net allzu gute Wider, wat Marvel iwwer Wochen hätten. Leiit kommen also zréck, als sie Frau hier Vakanserem kënne bei Eis am Land, aber sonnech natürlich auch am Zentrum, am Herz vom Land, a vun Europa zu Meescht ze geneessen. Dann hoffen wir just, dass dem Camping an noch so weitergeht, ammer geschwënnerem ganz viel Aktivitäten auch vun de lokale Vereiner gesinn, an natürlich auch fir Iech filmen. Also auch schon en Mini-Agenda fir Iech. Ganz frisch Obst, Gemäis, Pflanzen, Fleisch a vieles méi, dat fand um März zu Biering. No engem Joer Corona-Paus, as et de lächte Mount lees lasgangen mam traditionelle Märt vum Gerdernheem vun Biering. Den nächsten Rendevous aslo en Samstech den 5. Juni zu Biering bei der aller Schoul, dat natilech am Respekt vun den aktuellen COVID-19-Mesuren. Am mat dësem klengen éichten Agenda zanter iwwer eng Joer mag mat da noch Schluss fir haut, a gut 2 Wochen, simmer schon is do, e Fréen ausdro beschaffen Dir och, fir haut sich Filmus Merci fir d' Nokucken an, bis geschwen.